Kann ich der Bibel vertrauen? Et gëtt een Argument fir d'Vertrauenswürdigkeet vun der Bibel, wat e bis mir eng lang Erklärung brauch. An et fängt un an der Léier vu Moses a Genesis Kapitel 12 an de Verse 2 an 3. Do steht: Ech will aus dir en gros Nation machen, dech Sehnen an dein Numm groß machen. Siewe Segen. Ech will déi sehnen, déi dech sehnen, a wien dich verfluchen ech. Durch Neue Testament gëtt später hin deitlich, dass Hai den Abraham versprach geht, dass hin de Pap gëtt, de Patriarch gëtt vom Volk Israel. An Volk Israel an den Abraham kin Hai an noch mich später in der Bibel immer nies versprach, dass kenet wird fertig bringt, dat klang Volk Israel von dieser Weltkarte auszurotten. Sie wird für 4000 Jahre, für 2000 Jahre, also wird haut. Das kennt ja bald wie ein politisches Argument gehen oder wie ein politisches Statement. Da das Heimat aber gut nicht gemeint. Weil hier geht es nicht darum, dass ein, den und Bibel geht, nicht der Kritik machen an einem Jud oder an einem Volk Israel oder irgendwie unter politischer Situation an Israel. Das nicht, was die Bibel hier sieht. Das ist sogar so, dass Gott ganz klar an der Bibel sieht, dass auch Juden und Volk Israel Fehler machen, Sünder sind. Das wird sogar ganz oft betont und wird ganz oft betont für Gott, ich habe das Volk erwählt, weil ich gnädig bin und nicht, weil sie so gut sind. Mir war interessant, dass das Volk überlebt wird, trotz allen Angriff auf das Volk an all den Jahrtausenden. Menschlich kann ich das nicht erklären. Bis auf, wenn ihr bemerkt an der Bibel, dass Gott an der Bibel immer nichts bis heute wiederholt, und dem Volk könnt ihr erkennen, dass es mich, Gott Gott, und darunter könnt ihr erkennen, dass das, was an der Bibel steht, stimmt. Dafür ist das Volk Israel von 4000 Jahren bis heute ein Beispiel dafür, dass in der Bibel an den Aussage von der Bibel kann vertrauen.